Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blastingenieur. Und der eigene Blaster, der zweite Prototyp, ein bisschen und mit der Drucker beschäftigt und Zeugs. Simulieren wir heute mal zwischendurch mal Influencer-Content. Also so Unboxing, wie das da neudeutsch heißt. Ich habe ein bisschen eine Sammelleidenschaft, deswegen. Ja, ich meine, das hätte schon was drin ist, das habe ich da von dem orangen Typ aus Übersee bestellt. Und wenn man so Influencer-Content simuliert, müsste ich jetzt eigentlich auch schon 5-mal drauf hingewiesen haben, dass er da den Knopf zum Abonnieren drücken soll und da den Knopf zum Daumen nach oben und da unten der Kommentar und was weiß ich. Und den ganzen Schmarrn und was, der Krust. Braucht die Menschheit nicht, deswegen. Ich abonniere es trotzdem. Ist doch klar, trinke jetzt Klingerle und Zeugs und machen wir das Ding mal auf. Das ist ein Hammers-Unboxing heute. Und damit habe ich auch schon grobe Idee gegeben, was da unter denen sein könnte. Aber und ich verlinke euch auch meine Videos zu meinen Hammers-Blasterlers. Du wisst, ein großes Messerle. Wobei ich eigentlich so Machete oder sowas auspacken sollte. Ich völlig überdimensioniert ist für die Aufgabe. Ja, gucken wir dann. Hey. Ja gut, ich meine, die Box lässt da wenige Überraschung zu. Und ich habe es sammelt so alles Mögliche an Hammers betriebene Blasterlers. Okay, das sieht echt wild aus. Das wäre halt schon cooler, wenn das dann zu nah und wegmachen wäre. Also das ist ein wildes Blasterle. Also, ich habe das Blasterle schon mal auf dem Kanal vorgestellt. Also nicht in der Lackierung. Das hat jetzt nochmal 3 PS mehr wegen der Rallye-Streifen, aber wegen der aufwendigen Lackierung. Das müssen wir auch mal beim Blaster machen dann. Rennstreifen und einen Heckspoiler, dass mehr Leistung hat. Ja, nächstes Mal machen wir wieder am eigenen Blaster weiter. Wieder was Sinnvolleres. Aber wie schon gesagt, ein bisschen Sammelleidenschaft und das ist das ein rubbellos oder? Keine Ahnung, was das ist. Was ist das? Was ist das da? Das ist das da um das da freizuschalten. Wie soll das funktionieren? Ist das Muster der Code? Oder muss man den frei rubbeln? Ich habe keine Ahnung. Ach, das ist so rubbellos. Das bleibt, das Muster gefällt mir. Außerdem habe ich kein Fortnite. Also, so oder das kann man glauben. Gut, wobei man kann sicherlich. Das ist so. Jetzt haben wir. Das Gott, das auch nicht mehr auseinander. So oder ja. Okay, so groß ist meine Sammelleidenschaft nicht, dass ich den Karton aufhebe. Und jetzt nur ein bisschen ohne Krachzeile da. Auf! Bild mir ein, dass das mehr Leistung hat. Das sieht aber schon heftig aus mit der Lackierung da. Also das gefällt mir. Das ist schon. Sieht schon cool aus, wenn man so eine echt da hat. Also. Bin mal gespannt, ich glaube auf dem deutschen Markt gibt es das so nicht so. Aber ja, sag's euch, Sammelleidenschaft ist eigentlich was Unnötiges, aber macht Spaß. So, womit fangen wir an? Ist eigentlich egal, ich habe nämlich keine Ahnung, was in welchem drin ist. Das sind normalerweise 2 unterschiedliche. Und wir können da auch helfen. Haben wir da,
Grau mal. Seht. Sorry. Das habe ich da. Oh, das schießt ähnlich gut. Das schießt ähnlich. Und, weil ich gedacht habe, ich habe 2 Hände, habe ich 2 von denen. Ich weiß nicht, dass es so orange sieht, glaube im Bildschirm nicht ganz so giftig aus wie in echt. Aber der gefällt mir schon, also das ist schon. Hab nicht gedacht, dass mir das so gefällt. Ist ein cooles Blasterle. Das sieht schon wild aus. Das landet im Regal. Was soll ich auch damit machen? Habe ja eigentlich schon 2 zu spielen. Ich finde den Blaster allgemein auch von der Form her cool. Also, ob die so bleiben, das weiß ich nicht. Das kann gut sein, dass man da irgendwann einmal, dass er dann mal auf dem Kanal hier Videos dazu findet, wie das, dass man da was anderes draus macht, aber der bleibt so. Das gucken wir noch. Das zeugt sich. Das muss ich jetzt auch ganz influencermäßig, das simulieren wir ja heute in dem Video. Darauf hinweisen, lasst ein Abo nicht da drücken, das Klingeln, schreibt eine Kommentare, wenn ihr eine Idee dafür habt, was ihr unbedingt sehen wollt, dass ihr es da draus macht. Das ist ja das übliche Spiel, das kennt ihr ja, den Schmarrn da. Aber irgendwie muss man halt da gucken, dass der Kanal vorankommt. Irgendwie will ich einfach dokumentieren, das ist wie, man ist ja doch Ingenieur, da geht es ja mehr um Dokumentation. Ui. Stehst. Oh, gerade so, das rauskommt. Ah, wunderbar. So, und die wertvolle Sammelpackung. Das unbedingt aufheben. Natürlich nicht. Also ich heb schon auf, solange bis nächste Mal Altpapier abgeholt wird. Und dann halt nicht mehr. Aber ich heb's dann in komprimierter Form auf. So, das da. Ah, Hammershot. Das lassen wir original verpackt. Das lesen wir so nicht durch. Das ist. Da ist nichts mit denen. Keine Überraschungen. Wunderbar. Dann weg damit. Die sieht schon cool aus. Die Pfeile, Martin, hat man nicht original verpackt. Ich glaube, von den grünen Zombie-Pfeile habe ich mittlerweile auch so viele. Die passen halt farblich auch überhaupt nicht. Muss ich gucken, ob ich von den orangen Saugnäpf-Pfeilen noch welche da habe. Die farblich ein bisschen besser passen. Aber die sieht cool aus. Die sieht cool aus. Ja, ich sage ja, haben wir so ein Unboxing da heute. Ui, uns Gott. Da bin ich nur am Überlegen. Habt ihr hoffentlich meine anderen 2 haben wir schon gesehen. Ich habe da Modifikationsvideos zu denen gemacht. Also die habe ich außen modifiziert. Jetzt haben wir noch ins Bild. Und da bin ich mir überlegen, ob ich da was für die oben auf die Schiene was eigens mache. Das mal komplett selber entwerfe. Aber das wird sich zeigen. Weil 3D-Drucker habe ich ja. Da kennt man das. Ja, so ein schöner Rot oder so machen. Und jemand Kleber noch. Hey. Alles polieren. Schön aussieht. Wenn man mit dem Tee da nicht aufpasst. Hey.
Jetzt ist sauber. Die sieht schon cool aus. Das fühlt sich gut an. Das ist halt so matt, deswegen fühlt sich das so interessant an. Und ja, ich hoffe, hier ist auch eine Hammer-Shot drin. Also ich weiß es noch nicht, weil wir gucken da jetzt zusammen rein. Der ist auch auf. Die Duft hoffentlich anders sein. Das Hodele. Oh. Ja, die ist anders. Das ist wunderbar. Das wäre so ein Schärgerli. Aber dann kriegt er auch live Reaktion mit. Das ist original verpackt. Beschreibung. Und bei dem Ding hebe ich vielleicht den Karton auf. Landet dann irgendwo. Verziert die Wand. Irgendwann brauche ich mal Studio-Hintergrund. Und das ist so Dekoration. Wenn es nicht mehr gefällt, schmeißt man es weg. Das ist dann auch ganz praktisch. So, dann haben wir Zeit. Die sieht schon auch cool aus. Ich glaube, nur gelb habe ich noch nicht als Filament da. Wobei rot weiß ich auch nicht, ob ich da passendes da habe. Wobei der andere hätte wahrscheinlich auch das so orange gut aussehen. Da könnte ich mir auch überlegen, das weiß hätte ich da so richtig strahlendes, helles. Dann haben wir wieder Stapel voll Zombie-Pfeile. Also so giftige Kräne. Kriegen wir wieder 5 Stück dazu. Ich überlege gerade, da einen draus zu machen, das wäre schon irgendwie cool. Das ist jetzt gerade nur so ein Gedanke, der mir gerade durch den Kopf schießt, den ich eigentlich direkt, also nicht direkt mitteile, wird. Also das Video lade ich ja zeitversetzt hoch und das ist dann, also direkt während ich das Video mache, teile ich das bei der Mist, aber das wäre dann besser so, dass wir dann zwei aus 2 Eulen macht und das dann mit einem Trigger spannt und das andere einfach durchgeht. Weil das wird scheiße aussehen. Das müsste eigentlich irgendwie. Was ich gerne hätte, wäre ein Hammersblaster mit Magazin, aber das wird. Wobei, das müsste eigentlich gange, wenn jetzt so die Brücke. Ja, dann müsste im letzten Moment die. Habe ich gerade eine Idee. Das hätte ich gerne als nächsten Blaster. Ein Blaster mit Hammer und Magazin. Das muss irgendwie gange. Wir sind ja hier auf dem Kanal für verrückte Ideen. Nicht für so langweilige Hochleistungsblaster da, sondern für möglichst viel Quatsch. Das soll ja Spaß machen. Da muss ich mal nach drüber schlafen. Das ist mir jetzt gerade einfach außer durch den Kopf geschossen. Momentan habe ich kreative Phase. Deswegen verbringe ich gerade viel Zeit am digitalen Zeichenbrettle. Oder sonst ein bisschen Zeugs machen.
das müsste eigentlich, wenn das dann schießt und dann im letzten Moment macht es das wieder auf, dann kann der nächste Pfeil hochhupfen. Dann zieht man das nach hinten und beim nach hinten ziehen macht es die keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt, auf Englisch ist die Bridge, also die Brücke wäre das, glaube ich, übersetzt, aber ob das wirklich so passt als deutsche Übersetzung oder ob das da andere Bezeichnung hat, weiß ich nicht. Da bin ich doch ein bisschen zu weit weg vom Thema. Oder kenne mich nur mit dem Englischsprachigen aus. Und dann macht es das zu, dann schießt man und im letzten Moment drückt es das nach vorne. Wenn der Großteil Luft schon entwichen ist, dann geht es nach vorne. Weil sonst müsste man das halt, ich meine, das wäre sonst blöd, ich glaube Cheddar heißt die, oder das Blaster, wo man dann nach hinten so einen Ring ziehen muss und vorne dann das Rädchen hin nach vorne zurück, dann hat es ja wieder keinen Vorteil. Ich würde sagen, das ist immer ein bisschen ein Problem mit so kreativen Phasen, dass man mehr Ideen hat, wie man Zeit hat, sie zu bearbeiten. Muss ja jetzt eigentlich mit dem eigenen Blaster, mit der zweiten Prototyp vorankommen und ich habe noch ein paar offene Projekte, die ich dann Pizza und auch noch irgendwann mache und wenn ihr euch an mein Neujahrsvideo vielleicht noch erinnert, wenn nicht, guckt es euch mal an, was ich mir für das Jahr so vorgenommen habe, da habe ich ja auch überlegt, eigene vollautomatische Sprung- oder Federless Blaster zu machen. Das sind ja alle Sachen. Und so ist es nicht mehr so lange. Also das ist immer schneller rum, wie man denkt. Aber das wäre schon auch cool. Also. Gut, ich habe auch letztes Jahr nicht gedacht, als ich mit dem Kanal da angefangen habe, dass ich irgendwann einen eigenen Blaster mache. Also das ist alles schwer planbar. Das sprudelt doch jetzt gerade Kreativität in mir. Und was ich euch auch noch zeigen wollte, falls ihr es noch nicht gesehen habt, das sind ja meine Original-Hammershots. Das sind also so Worker 3D-druckte Teile. Muss ich ehrlich sagen, also, gut, das Teil gehört eigentlich zu dem Set da hinten. Aber das gefällt mir irgendwie besser, weil ja, das sieht irgendwie runder, stimmiger aus. Sowas müsste man doch eigentlich selber machen können. Also vor allem, was mir ein bisschen stört, da oben die Kante, die hätte man eigentlich auch noch mal schöner abschließen können. Und da hinten zum Beispiel da nach Untergang oder so, das ist einfach da die originale Kontur sauber mitnehmen. Also das müsste man besser hinkriegen. Ich meine, das sieht schon von der Optik schon echt cool aus. Also, das ist schon auch ein echter Aufwand, das so an die Originalform anzupassen. Und ich habe mittlerweile immer noch keinen 3D-Scanner. Also, ich mache das alles auch immer noch mit Schiebelehre. Gut, weiß nicht, wie Worker das macht, ob die das mit Schiebelehre machen oder die vielleicht einen 3D-Scanner haben, aber das ist schon nicht ganz ohne, sowas so zu entwerfen. Das ist halt, das sieht schon cool aus, aber mir gefällt die Schiene da oben nicht. Also das sieht ein bisschen, das ist viel. Das ist einfach irgendwie massiv für das. Also, die Front da, das gefällt mir schon. Das gefällt mir. Ja, ist jetzt aber auch nicht dramatisch. Hat jemand beim Malen nicht aufpasst. Da hat jemand seinen Fingerabdruck hinterlassen. Meiner ist nicht. Könnte man rausfinden, wer den Plaster auch gemalt hat da in dem Werk. Ja, bei der bräuchte ich vielleicht einfach irgendwann mal auf Zielfernröhrle oder sowas oben drauf, dann wäre das auch abgeschlossen. Oder das ist so ein massives Zielfernrohr. Das wäre vielleicht auch eine Option für den Plaster da. Da irgendwas oben drauf und gut ist. Es sieht halt schon. Sieht schon besser aus, wenn da was vorne dran ist. Also, das statt den Blaster schon echt. Es sieht halt so ein bisschen unabgeschlossen aus, aber
die Lackierung sah halt schon cool aus. Kann schon sein, dass man dann das Ding von der Hand da nochmal hat oder so und dann vielleicht da auch mit dem Farbschema ein bisschen spielt oder wenn ich den Grünton recht gut trifft und den Magenta-Dingens, die Farbe halt da. Dürft euch gerne in den Kommentaren fetzen, wenn euch lustig ist, welche Farbe das denn tatsächlich ist. Mir ist herzlich egal. Also die Farbe und die Farbe, wobei das in dem Orange auch schon ganz gut aussieht. Und ich finde, der Abschluss hat der Hand besser noch passt. Wenn ja, da ein bisschen Versatz ist, irgendwie passt, wobei die Linie, das müsste der Hand um 1 Millimeter raus. Das passt. Also bis der Hand her passt es recht gut und der Hand passt dann irgendwie nicht mehr. Das ist halt. Ja, das ist schwer, weil das der Hand ja schon das nach außen hat. Das ist schwer, da was Passendes zu finden. Da müsste man dann von der Hand weg und da rum, da rund und dann wieder da Hand, dass man halt den Schwung mitnimmt. Das sieht aus wie so Cowboy-Stiefel. Gerade in der Holzoptik. Das hat schon, ohne das Teil hat es so Stiefeloptik. Ja, ich schwafel schon wieder ein bisschen. Also heute ist auch mehr Podcast, wie wirklich was bastelt. Muss ja auch nicht jedes Mal. Gott ja hier um Entertainment, also da ist ja kein Infokanal, das ist Entertainment, Begeisterung, keine Ahnung, sucht euch aus. Also fast Influencer-Niveau. Nur da sehe ich keine Werbung. Aber Simulation vom Influencer. Versteckte Kritik oder was weiß ich. Keine Ahnung, da dürft ihr euch drüber aus intellektualisieren, wenn ihr Lust dazu habt. Ich lese mir es gar nicht durch und diskutiere tue ich sowieso gern, weil man ist ja schließlich Ingenieur. Das muss man. Und da mal. Ich glaube, jetzt habe ich alle von der Type. Das kann nicht der Neid, ist aufgeräumt. Jetzt habe ich gedacht, da kriege ich so Rollklebe-Dinger dazu, aber das ist bloß für das Spiel. Wobei, der hätte auch nicht gewusst, was ich damit anfange. Oh, der ist da noch. Der sieht schon cool aus. Das ist wie Weihnachten. Das im Sommer. Jetzt bin ich begeistert. Das gefällt mir. Da könnt ihr jetzt eine halbe Stunde lang erzählen und könnt mir in die Kommentare schreiben, wenn ich das in Zukunft machen soll. Wenn euch sowas gefällt, dann erzähle ich euch aber eine halbe Stunde lang noch. Also so wäre es da nicht. Irgendwann brauche ich auch Feierabend. Muss jetzt so ein schönes Plätzchen für die finden. Ich glaube, da machen wir auch irgendwann einen Abschluss dazu. Weil ich glaube, für das Jahr, ich habe halt da dann noch die Ninja Turtles auch mit Triggerle. Das ist quasi der Blaster nur in Sweet Revenge Optik und da machen wir noch was. Die machen wir zuerst. Die haben, glaube ich, am Ober keine Schiene, aber da überlege ich mir auch was. Das machen wir zuerst. Und da überlege ich mir noch, aber die tunen wir auch und alles und dann kann es auch sein, dass man die irgendwann umlackiert und alles. Und dann gucken wir vielleicht mal. Vielleicht schauen wir das Jahr noch, wenn nicht. Nächstes Jahr, übernächstes Jahr. Braucht immer wieder ein bisschen was zu tun. Und ihr braucht immer ein bisschen Entertainment, denke ich mir doch, oder? Schreibt es in die Kommentare, dass ihr weiß. Dann machen wir oder mehr, machen wir weniger, kriegen wir hin. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Blästern und beim Bestler und beim Zuhörer, beim was weiß ich. Viel Spaß euch einfach. Euer Blastingenieur.